Es ist Dienstag, der 12. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort 1. Könige 3, Verse 5 und 9. Der Herr sprach zu Salomo: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Und dazu der Lehrtext Philipper 1, 9 und 10, wo der Paulus schreibt: Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Ein Herz, das gut und böse unterscheiden kann, das heisst ein Herz, das Gott alleine sucht, über allem. Wir kennen alle zusammen die Geschichte von Salomo. Manches mutet ja wie ein Märchen an. Fast denkt man, es ist ein bisschen orientalisch, es ist fast wie 1001 Nacht. Schon der Anfang von dieser Salomo-Saga ist sehr turbulent. Man würde heutzutage sagen, es ist ein Krimer mit relativ wüsten Szenen. Am Schluss aber steht ein strahlender König da. Der erste Höhepunkt, und noch dort hat ja seine Mutter Bathseba einiges mitgemischt, dass das schlussendlich so ist rausgekommen, am Adonia vorbei, am eigentlichen Thronerb. So wird der Salomo König. Eine grandiose Szene, es passiert ein bisschen im Hinterzimmer. Kaum ist er König, macht er auch schon eine Razzia. Leute, die im vorherigen Regime sind, in Ungnade gefallen, werden jetzt noch definitiv auf die Seite geschafft oder auch entlassen. Vollends märchenhaft wird die Geschichte dann, wo der Salomo nach seinem Amtsantritt ein grosses Opferfest macht. Die Rede ist von 1000 Tieren, die geschlachtet werden. Sicher auch auf einmal eine erste Dankbarkeit an seine zukünftigen Untergebenen, weil die Opfertiere ja auch essen alle zusammen. Und anschliessend in der Nacht erscheint ihm Gott in einem Traum und sagt: Du hast bei mir einen Wunsch offen. Es geht jetzt also hier um die Wurst. Es erinnert einen fast ein bisschen an das Märchen von der Wurst, wo einer 3 Wünsche hatte, es waren 3 gewesen. Das Märchen erzähle ich jetzt nicht hier hinten nach. Am Schluss hat er jedenfalls so müssen wünschen, dass alle Schaden, den er angerichtet hat mit den vorderen Wünschen, ist rückgängig gemacht worden und es war ein Nullsummenspiel gewesen. Am Schluss hat er nichts gehabt. Und genau so geht es am Schluss am Salomo. Aber hier fängt es gut an. Er bittet nämlich um ein gehorsames Herz. Er bittet um den Gehorsam, dass er Gott immer hören kann. Und das kann man gut nachvollziehen, weil der Salomo ist 20, als er das Amt betritt. Und man muss sagen, für einen 20-Jährigen, der so ein bisschen das Nesthäkchen war im Palast, der das Rauchenleben nicht so kennt hat, der sicher auch nach Strich und Faden ist verwöhnt worden. Für einen Sättigen ist das natürlich eine unbezwingbare Aufgabe, die jetzt vor ihm steht. Schon der David hat ja 7 Jahre gebraucht, bis er die Stämme alle unter seiner Krone vereinigen konnte. Die ersten 7 Jahre hatte er ja nur Juda und Benjamin gehabt. Und erst nachher ist es gelungen, die Stämme zusammenzubringen. Das war eine widerborstige Angelegenheit. Er hat es geschafft. Dank seinem Vorbild, auch dank seinen Kriegen, die er geführt hat. Das hat alles zusammen Israel zusammengeschweißt. Und jetzt soll der Salomo das alles zusammen übernehmen. Und da versteht man, dass er sagt, im Hinblick auf diese grosse Herausforderung, auf den unglaublichen Druck, der hier auf mich zukommt, habe ich eigentlich nur eine Überlebenschance, nämlich, dass ich verstehe, was ist das Richtige zu machen. Schließlich ist es ja Gottes Volk. Also bittet er Gott um Weisheit. Gleichzeitig muss man sagen, es läuft ja gerne noch etwas mit bei ihm aus der anderen Verwandtschaft, aus der Linie der Hethiter. Ein Bein hat er im Götzendienst, und das steht schon am Anfang vom 3. Kapitel 1. Könige, dass er dann jeweils auf der Höhe ist räuchern und opfern. Und das ist nicht Gott gemeint, sondern das sind die anderen gemeint. Und darum gibt ihm Gott von Anfang an eine Bedingung an die Verheißung. Er weiss, das wird das Problem sein, das ist so ein bisschen die Achillesferse von Salomo, seine hethitische Herkunft, das hethitische Ehepaar Uriah
Bathseba, haben ihm auch noch etwas in die Wiege gelegt und gegen das wird er müssen aufstehen und aktiv kämpfen. Wie gewonnen, so zerronnen, so heisst es am Schluss. Und man fragt sich, ist der Salomo eine schillernde Figur? Salomo heisst ja Friedrich. Und dann würde man sagen, Friedrich der Schillernde, etwas so Ähnliches hat es gegeben, allerdings nicht mit dem gleichen Charakter. Wie hat der Salomo richtig sollen bitten? Er hat sich ja immer auf seinen Vater bezogen, auf David, und da fragt man sich, hat er echt die Psalmen auch gut gekannt? Hat er die auch gelesen und verinnerlicht? Hat er gewusst, dass es dort heisst, zum Beispiel Psalm 86, 11, aber nicht nur dort, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wie wir gesagt haben, sein Herz war immer schon ein bisschen geteilt. Er ist jetzt zu Glanz und Gloria aufgestiegen. Er war ein absolutes Genie. Und die Kombination von Weisheit und nachher auch noch Macht und Geld und langes Leben hat dazu geführt, dass das Geniale ins Enorme hineingewachsen ist, dass er ein Denkmal gesetzt hat für Israel, das nicht mehr wiederholbar war. Aber es kommt ihm fast ein bisschen vor wie ein Apfel mit Würm. Ich kann mich besinnen, wir hatten im Keller einen Hort, wo wir die Äpfel drauf hatten. Vom Nachbarn haben wir immer noch Auflässer bekommen. Das war ein Hoster neben dem Pfarrhaus. Und die hat man dann zusammengelesen, die haben auch ein bisschen verbühlt, die haben noch schön. Und hat dann die durch den Winter gebraucht für einen Äpfelkuchen. Und es geheißen hat, Kinder gehen runter in den Keller, ihr könnt Äpfel aufholen für einen Kuchen. Haben sie natürlich sofort die schönsten genommen. Und jetzt nicht die verrunzelten, jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, Boskop, die ja dann schnell mal so sind, aber ewig gut für Kuchen. Nein, lieber einen guten Grafensteiner oder Berner Rosen. Und dann hat man sie oben aufgeschnitten und dann hat man nachher das Bild hier gehabt. Ja, es ist ein bisschen ein Erwachen, wenn man so einen schönen Apfel aufschneidet. Und dann sagt man, hättet ihr doch gescheiter ein paar von diesen Verbühlten genommen. Hier, das sind die, wo der Wurm nicht so schnell reingeht. Vielleicht tut es nicht so appetitlich. Jedenfalls in der Richtung hat ja der Paulus geredet, wo er gesagt hat, schaut mal eure Gemeinde an, liebe Korinther. Da hat es nicht viel Hochgestochene, da hat es nicht viel Glanz und Gloria Leute, da hat es nicht viel Weise, nicht viel Salomos gibt es bei euch. Nicht viel, was zu etwas gebracht haben in der Welt. Auch nicht viel Reiche. Die gewöhnlichen Leute. Und manchmal noch die Schwächsten hat Gott nachher besonders berufen. Bitte um Fähigkeit, und das ist jetzt so ein bisschen ein Punkt, dieser Berufung können zu genügen. Das war am Salomo sein Anliegen. Das hat er unter Berufung verstanden. Er wollte die Aufgabe stemmen. Das ist eine Botschaft, die wir jetzt mitnehmen für heute. Weil es geht ja eigentlich um Berufung. Es gibt ja viele Seminare, die heissen Berufung finden, Berufung klären, Beruf und Berufung und so weiter. Das hängt ja irgendwie zusammen. Aber hier schleicht sich beim Salomo bereits ein Missverständnis ein. Und das wollen wir doch klären. Berufung ist ja nicht einfach unser Beruf, ob es schon so Zusammenhänge gibt. Wir sollen in dem ja auch nicht unbedingt davonlaufen, sondern auch bleiben, sagt Paulus. Berufung ist auch jetzt nicht unsere natürliche Gabe, die wir mitbringen, und manchmal nicht einmal unsere geistliche Gabe, die wir haben. Über das aus haben wir ja eine Berufung, und die ist noch etwas anders. Die tönt etwa so: Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist unsere Berufung. Das heisst, in Gott leben, für ihn leben. Der David hat das gecheckt. Er hat gewusst, meine Berufung ist geistliches Leben. Ich bin da für Gott. Und ich will ihm gefallen. Und ich will auch, dass Gott, wenn er Zeit mit mir verbringt, dass er nicht den Verleider hat. Dass ich ohne Wohlgefallen bin für ihn. Ich will ihn geniessen und ich will auch genießbar sein für ihn. Ich will nicht ein verwurmter Apfel sein, sagt der Psalm 139. Schau mal, wo da noch der Wurm drin ist, hol das auch noch raus. Und so kann das Ewige ins Zeitliche hineindrängen. Die Zeit bleibt ein bisschen stehen.
in vielen von diesen Psalmen, die der David dichtet, merkt man, jetzt kommt die Ewigkeit rein, jetzt kommt die Gottesbeziehung zum Tragen. Sie steht Stillzeit, weil es ist Anbetung. Die Bilanz von Salomo ist ja recht ernüchternd. Wenn ihr die 10 Kapitel, die es über ihn gibt, ganz genau 10, ein bisschen überfliegt, dann seht ihr viele Bautätigkeiten, Administration, natürlich die Beispiele von der beispiellosen Weisheit. Und daneben gibt es dann auch noch den Besuch von der Königin von Saba. Und dann fängt es dann aber schon an, nachdem der Tempel ist eingeweiht wurde, das ist so wie das wichtigste Kapitel, dass die Warnungen kommen. Und nach dem Überhören von den Warnungen stehen schon die ersten Winde in den Startlöchern und machen Salomo das Leben schwer. Er, der immer Frieden haben, also kommt durch die Hintertür jetzt doch das rein, weil er eben die vielen Frauen hatte. Und es heisst sogar, es ist noch mal ein Prophet gekommen, die letzte Warnung ist noch gekommen, auch die eigentlich ungehört. Was heisst, wenn du so weitergehst, wird es nicht gut kommen. Und tatsächlich ist das Ende sehr knapp beschrieben. Ein paar Worte, nicht einmal das Staatsbegräbnis. Und es ist ein steiler Abstieg am Schluss, wo sich der Wurm auch durch den Apfel kämpft. Beim David sieht man, es ist die Geschichte von einer Gottesbeziehung. Beim Salomo sieht man, es ist die Geschichte von einer Gottesberufung. Und ja, welches ist es bei mir? Wird mein Leben am Schluss meine Biografie? Geschichte sein von einer Gottesbeziehung? Oder, sagen wir halt jetzt nur in Anführungszeichen, oder nur nicht einmal in Anführungszeichen, ist es einfach eine Gottesberufung gewesen, die auf meinem Leben ist gelegen. Was hätte er sagen in dieser Nacht? Es wäre sicher gut gewesen, wenn er gesagt hätte, schenk mir ein Herz, das dich alleine sucht. Mehr wieder Weisheit, mehr wieder Reichtum, mehr wieder langes Leben. Und Gott hat ihm sicher das Viererpack geschenkt. Aber hier hat ein ganz wichtiges Element gefehlt. Im Eifer des Gefechts ist es untergegangen. Lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen, wenn grosse Aufgaben kommen. Nicht die sind unsere Berufungen, sondern nochmal etwas anderes. Ich wünsche euch einen schönen Tag.